Na Freunde, bereit mit Gohans ultimativer Power Super Buu endlich die Fresse zu polieren? Na dann, wollen wir keine Zeit verlieren und los geht's! Willkommen zurück bei Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Die am letzten Part habe ich zwar mit Gotenks Super Buu noch knapp besiegt, aber dummerweise, bevor ich einen Gnadenstoß vergeben konnte, war die Zeit der Fusion vorüber. Tja, Scheibenkleister war. Aber jetzt kommt ja Gohan dazwischen, der ja mittlerweile im Reich der Kaioshins, glaube ich, oder? Ja, da war's. Hat er sich einem speziellen Ritual unterworfen und seine wahre Kraft wurde zutage gebracht. Irgendwie so. 思い出した。お前前俺にぶっ飛ばされたやつだ。俺を殺すだって。どうやらもう一度ぶっ飛ばされたいようだな。Tja Freunde, also so etwas sieht man auch selten oder hört man selten, dass Gohan sagt, er will jemanden töten. Ups. Es geht schon mal wieder super los hier. Buu will keine Zeit verlieren. Mich genauso schnell platt machen wie Gotenks noch vor 2 Parts. Gohan, mach mal was. Ihr seht schon, oben links steht ultimativer Gohan. So wie es scheint gibt es ihn also. Vielen Dank auch. So wie es scheint gibt es den ultimativen Gohan also nicht als Transformation, sondern als eigenständiger Charakter. Au, das gibt einen blauen Fleck. Ja, und ein paar Schweißtropfen. Du. Gohan, mach was! Gohan! Den wollte ich eigentlich. Ja, Winter, geht doch! Jetzt bist du dran, Mann! Wow, von hinten. Also Gohan, du bist doch sonst der Typ dafür. Du weißt gar nicht, wie ihm geschieht! Gohan ist einfach zu schnell. Wow. Der war nicht schlecht, oder täusche mich? Kann nicht sein. Gohan ist sowas von dermaßen schnell und jetzt reicht's mir. Wow. Okay, das ist doch ziemlich schnell im Aufladen, oder täusche ich mich jetzt hier auch? Wow. Nein, ich täusche mich nicht. Gohan ist einfach nur verdammt schnell stark. Und soll ich irgendwas sein? Cool. Buu kann gar nichts machen. Er ist am Ende. Das geschieht ihm recht, Mann. Boom. Jetzt wirst du abgebounced. Du bist einfach ein richtiger Buu und du hast nichts drauf, ey. Und tschüss. Hinter dir. Tja, das kommt davon, wenn man hinten keine Augen hat. Was? Ich will dich kalt machen? Gohan, also darf ich bitten, wir haben hier auch minderjährige Zuschauer, ja, also geht aber gar nicht. Oh, voll ins Auge, der hat wehgetan. Was, das war alles Gohan? Mann, ey, der hat doch kaum wehgetan. Ups, ich bin eben noch im Ultimate-Modus, Ultimate-Modus natürlich. Natürlich habe ich immer noch den Kampfbooster aktiviert. Mittlerweile zwar nicht mehr, aber spielt keine Rolle. Ihr seht schon, kontinuierlich nimmt Super Buus Anzeige ab. Er kann... Ups. Ja, okay, das war mein Fehler. Bleib bloß im Leib, ja. Weg mit dir, weg mit dir. Ich habe eine Pinkallergie. Oh, jetzt ist er sauer. Wo bin ich überhaupt gerade? Muss das denn sein? Links. Oh, rechts war's. Was macht er? Mir egal, was macht er, ist fällig. Und... Dreieck! Glück gehabt! Dass sie mich immer unterbrechen müssen, ich gerade so schön drauf bin. Ja, also das will ich einmal sehen. Ja, große Klappe liegt dahinter. Ach, Todesbomber. Was für ein Move sein? Oh, kann ich da blocken? War ja wieder mal typisch. Oh, er macht den Scheiß. Oh, wenn der Kontrolle vibriert, ist ja grausam. Und wieder mal ist die halbe Erde futsch. Also mittlerweile dürfte überhaupt nichts mehr von der Erde übrig sein. Was jetzt? Ist Buu tot? Gohan sieht zwar ein bisschen ramponiert aus, aber sonst scheint nicht viel geschehen zu sein. Ja, hier seht ihr es ganz genau. Schwarz auf weiß quasi, obwohl sehr weiß auf schwarz.
Ultimativer Gohan als Charakter, also als eigenständiger Charakter. Da fällt mir ein, gibt es denn überhaupt generell als Charakter, oder sprich Gohan als Erwachsenen? Nö, muss ich nachher mal überprüfen. Gut, dann gespeichert. Ah, sorry Leute, meine Nase wird immer verstopft. Ist die typische Jahreszeit dafür, wa? Ah, meine Fresse. Hoffentlich wird es bald wieder Sommer oder zumindest mal ein bisschen wärmer, über Null, das wäre wirklich nicht übel. Dazu noch diese trockene Luft, das ist echt übel. Nochmal weiter? Nochmal Dragon Ball sammeln? Ne, wisst ihr was? Ich hab keinen Bock. Das ist das erste Dragon Ball Spiel, wo ich keinen Bock habe, die Dragon Balls zu suchen. Das kann nichts Gutes bedeuten. Was sagt die Zeit? Wir haben noch ein paar Minuten. Ah Mann, wieder mal ein Lesetext. Buu jagt er selbst in die Luft, ja. Wow. Der Text erinnert mich ein bisschen an Fei. Wieso? Weil immer wieder alles wiederholt wird. Oh Mann, Fei, ich vermisse Elder Skyward Sword. Gohan greift zu Piccolo und die anderen fliegt in den Himmel. Kurz nach regeneriert Buu und erscheint erneut. Kann nicht mal sprechen. Buu verspottet Gotenks und sagt, dass er nicht mal sprechen kann. Nein, dass er lieber gegen ihn als gegen Gohan kämpfen möchte. Gotenks fällt darauf herein und wird zusammen mit Piccolo von Buu absorbiert. Ja, wieder mal Cutscenes sperren oder was? Menschenskind, das hätte man doch so schön zeigen können. Ja, wisst ihr was? Ich will nicht mehr lästern. Das ist mir vergoldeter Atem. Das bringt bei dem Spiel wirklich nichts mehr. Gohan straucht gegen die überwältigende Kraft des erstarkten Buu. Der Rukaushin sitzt den Kampf an und gibt Goku sein Leben, damit er wieder, nachdem Goku lebendig ist, gehört ihm der Rukaushin die Potara. Ah ja, jetzt sollen also Goku und Gohan miteinander fusionieren, damit sie stärker als Buu werden. In der Zwischenzeit bekommt Vegetas Geist in der Unterwelt einen Körper und bricht mit Baba zur Erde auf. Baba? Ach so, der meint Uranai Baba. Die Schwester vom Herr der Schildkröten. Gerade als Buu Gohan erledigen will, erscheint Goku durch Teleportation und schneidet Buu mit der Destructor Disc, die er von Krillin mal gelernt hat, in 2 Hälften. Doch noch im gleichen Moment wird Buu wieder normal. Das habe ich mir schon damals gefragt. Woher hat Goku die Destructor Disc gelernt? Das war eigentlich eine Technik von Krillin, okay, auch von Freezer. Also eine etwas andere Version, aber okay. Goku und Gohan wollen gerade die Potara nutzen, als Gotenks Fusion im Buus Körper abläuft. Goku und Gohan als Kurzdeckung fallen, als sie das sehen, und Gohan wird von Buu absorbiert. Meine Fresse, lange dauert das noch. Goku, der noch niemanden mehr für eine Fusion hat, steckt in der Klemme. Das stimmt doch gar nicht. Mr. Satan und Tenshinhan sind doch in der Nähe. Ah nein. Tenshinhan ist ja zu dem Zeitpunkt bereits K.O. und da waren nur noch Dende und Mr. Satan. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Goku und Mr. Satan fusionieren. Alter Falter. Nach diesem Moment spürt Vegetas Ki und teleportiert zu ihm. Sie vollenden die Potara-Fusion und werden zum ultimativen Krieger, Vegito. Und dann nimmt Vegito eine noch größere Transformation vor. Weißt du doch Vegeto? Oh Mann, ich weiß es nicht. Hier lässt gerade die Fusion nach und hier fusionieren die beiden zu Super Vegito. Tja, Freunde, ich würde mal sagen, das Spiel, oder zumindest der Story-Modus, neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Wenn wir jetzt so viel überspringen, das heißt nach 2, 3 Kämpfen, danach ist es vorbei. Gott sei Dank, endlich! Okay, das heißt doch Vegito. Hä? Hat das Buch gerade gesagt, was ist mit ihm? Er ist blond. Was soll sonst mit ihm sein? Oh. Erst kommt davon wieder mal zu viel quasselt. Mann! Oh. Ich frage mich sowieso, wieso ist jetzt, nachdem Buu Gohan absorbiert hat, sein Pferdeschwanz länger geworden? Kann man das mal jemand erzählen? Oder stammt das noch aus der Fusion? Aus der Absorption natürlich von Gotenks? Kann ich mir nicht vorstellen. Dankeschön. So geht das, du Flasche. Geht doch und tschüss. Mir fällt gerade auf, Super Vegeta hat mehr Energie als Super Buu. What the hell? Da sieht man auch selten, dass der Held mehr Energie hat als der Gegner. Egal. Kampfbooster, jetzt bist du dran, Mann! Ich fliege! Wie eine Schwalbe! Und falle! Wie ein Kirby! Als Stein wohlgemerkt. Tschüssikowski! So was, Leute, ich warte noch kurz, bis Super Buu im roten Bereich ist, weil dann kann ich die ultimative Attacke einsetzen.
Nahkampfmodus. Jo! Wow, von hinten. Mann, das wollte ich gar nicht. Kannst aufhören. So, jetzt Ultimate Move. Was? Ich darf nicht? Hey, was ist das für eine Scheiße? Mann. Das ist echt noch zu wenig Ki, kann das sein? Geistenenergie natürlich. Das ist doch viel. Oh, ich sollte langsam mal aufhören. Das reicht immer noch nicht. Verdammt! Bringt sowieso nichts. Super Boost, sowieso gleich Geschichte. Ups. Fuck! Sorry, ich habe vergessen, den Knopf zu drücken. Dann halt Big Bang Attack! Tschüssikowski, sayonara, goodbye. Grüß mir Zen und Freeze am Jenseits. Boom! Der kommt nicht wieder. Ja, so viel dazu. Super Buu kommt nicht wieder, oder vielleicht doch? Wer weiß das schon? Nein, keine Sorge. Super Buu hat überlebt. Wobei, was heißt denn keine Sorge? Wäre natürlich auch schön gewesen, wenn er nicht überlebt hätte. Jetzt sag mir bitte nicht und schon passiert's. Buu ist in die Ecke gedrängt und nutzt seinen sehr fetzen Körper, um auch Vegito zu absorbieren, was ja eigentlich Vegitos Plan war. Genau, da steht's doch, genau das ist Vegitos Plan. Weil das ist der Plan, damit Vegeta und Goku, die trennen sich offenbar im Körper von Buu wieder, keine Ahnung wieso, vermutlich bekommt ihn die stickige Luft da drin nicht. Würde mich auch wundern, wenn da drin überhaupt irgendwelche Luft wäre, ja doch, heiße Luft vor allem. Ja, die bekommt ihn nicht, deshalb löst sich die Fusion auf und ja, sie macht sich auf die Suche nach Gohan, den Kindern, sprich Goten und Trunks und Piccolo, um diese zu befreien. Da diese immer noch von Buu absorbiert sind. Was ist das passiert? Achso, ja, es geht darum, dass Vegeta nie mehr mit Goku fusionieren will. Was ich ehrlich gesagt sehr gut nachvollziehen kann. Ich meine, würdet ihr gerne mit jemand anderem auf Ewigkeiten fusionieren? Ja, fusionieren, nicht fusionieren. Ja, das habe ich schon mal gesagt. Und dann finden sie auch den fetten Buu, der wird befreit und dann geschieht das Unglaubliche. Und deshalb beende ich das Ganze auch hier. Meine Fresse. Ja, sieht man es gerade, oder sieht man es auch gerade nicht. Ja, zum Innenleben haben wir jetzt nichts gesehen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich gerade etwas viel vorweggenommen habe. Ich hoffe es allerdings nicht. Jedenfalls haben sie alle ihre Freunde befreit, sprich Piccolo, Gohan und die Kinder. Ja. Und den fetten Buu auch, sie sind wieder rausgekommen und jetzt soll entweder eben das Unglaubliche geschehen, denn man glaubt es noch nicht, aber Buu transformiert sich schon wieder und das packe ich jetzt auch noch in diesen Part rein. Nicht schon wieder Story. Mein Gott, hey, man kann es auch übertreiben. Und das war schon vor 10 Parts so. Goku und die anderen finden den Ausgang und können kommen. Beim Anblick der Was? Beim Anblick der kleinen Kinder. Also, genau, Buu hat sich transformiert zum. Ja, man könnte sagen zum kleinen Buu. Aber das ist ja eben leider der böse, finstere, ursprüngliche Buu, der. Und so skurril klingt es, aber es ist wirklich so. Auch der stärkste aller Buus ist. Ja, da steht es. Vorhin steht das personifizierte Böse und jegliche Selbstbeherrschung. Brutale Kreatur, Buu macht es bei dir zerstören. Goku versucht ihn in die Nähe zu retten, gelingt aber nicht. Ich glaube, Goku konnte nur sich, Vegeta. Wer war's noch alles? Ich glaube, den fetten Buu noch, Misasaten und Dende befreien. Alle anderen sind auf der Erde hops gegangen. Und sicher kam doch die Erde ist verloren. Ja, mitsamt Gohan, den Jungs, Piccolo und allen anderen. Was steht denn da sonst noch? Ist mir egal, wir machen weiter. Ja, und da sind sie plötzlich mitten in der Welt der Kaioshins. Und bereit zum Kämpfen. Aber wisst ihr was, wenn das wirklich schon der Endfight ist, dann machen wir das erst im nächsten Part. Mal kurz schauen, vielleicht kommt eine coole Cutscene-Zwischensequenz, ja, kennen wir, ab und zu kommt sowas noch, um uns zu erfreuen. Meistens jedoch kommt nur so eine dämliche Textpassage. Oh ja, Goku als dreifacher Super Saiyajin. Okay, Buu macht dann auf Waffen, auch nicht übel. Vermutlich eine Anspielung auf die Saiyajins.
Und es geht los! Aber wie es weitergeht im Kampf gegen Kid Buu, also denkt zumindest mal, dass das dann einer der letzten Fights werden dürfte und somit auch einer der letzten Parts im Story-Modus, seht ihr das nächste Mal bei Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Wer weiß, vielleicht beginnen wir schon das nächste Mal mit dem Helden-Modus, weil der wird auch noch gezockt und dann ist es endlich vorbei. Denn online wird das Spiel garantiert nicht mehr zocken, dafür ist es mir definitiv zu langweilig, öde und sonst alles mögliche. Also, ich hoffe, es hat auch trotzdem Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.